die Damen und die Herren, ich bin froh, am Namen vom Verwaltungsrat herzlich heute zu begrüßen. Und ich bin froh, dass zu so viel auf diesen Pressepunkt hingekommen sind. Ich meine, es war ein wichtiges Geschenk für EU, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, nur ein Jahr, wo wir an der Funktion sind, viermal enke für die Presse treten an, zu gucken, was wir an diesem Jahr realisiert haben. Ich meine, das können Sie so nur am Namen von den Kollegen aus dem Verwaltungsrat, dass wir auf alle Fall festgestellt haben, dass an dem Jahr sich eine starke Dynamik an den ganzen Organisationen von der Kirche, von dem neuen Kirchenfonds getan wird, das sowohl auf lokalem Plan wie auch natürlich auf dem Plan vom Conseil d'Administration selber. Ich muss sagen, dass wir als Conseil d'Administration dem Jahr nicht weniger wie 14 Reunionen hatten vom Conseil d'Administration. Und die Reunionen, die ziehen sich alle über 4 Stunden rüber, sodass das für mich als älteren Herr aber an dem Conseil, also es sind nicht mehr Ideen Sportler, die für 50 Jahre nach der Bausen an der Kompetition getreten, also das auch Zeit mehr rübergegangen, also das für mich wenig strapaziös ist. Ich meine, was für uns wichtig war, das war für wirklich die Organisation, aber besonders die funktionell dezentrale Struktur vom Fonds, so wie das Gesetz es darüber erlaubt, für die können auf Beine zu setzen. Für uns war doch immer wichtig, dass man wirklich auf der Basis, das heißt, im Niveau nicht mehr von den alle Kirchenfabriken, aber im Niveau von den Kirchenfabriken, von den einzelnen Gemengen, eine Struktur hatten, die weiß, was an den Gemengen geschieht, und die dann auch die ganz Arbeit, was die Immobilien von der Kirche, vom Kirchenfonds überlangt, was die im lokalen Plan könnten koordinieren. Wir haben im Moment 105 Kirchenfabriken auf den einzelnen Niveau von den einzelnen Gemengen. Die Kirchenfabriken, die hier eigene Struktur haben, ihren eigenen Komitee mit Präsident, Sekretär und Trésorier, aber besonders was wichtig ist, die auch noch immer hier eigene Konten. Und ich meine, es sind Konten von der Kirchenfonds am großen Ganzen, die gehen noch immer auf dem regionalen, auf dem lokalen Plan, gehen die noch immer geriert. Darüber weg haben wir die Poren an das Leben gerufen an Alpo, hat am Fongol ein Conseil de Gestion Paroissiale, die sich am Fongol die Gestion der Affaires économiques von dem Kirchenfonds auf dem Niveau von der Por bekümmern. Den Conseil de Gestion Paroissiale, der besteht aus Leuten, die von den Kirchenfabriken dahin delegiert gehen, hat selber kein eigenen Konten mehr, möchte all Jahr sein Bilan konsolidieren und noch ein Budget konsolidiert von den einzelnen Kirchenfabriken, die da pro überlegen. Dann natürlich im Kopf von der ganzen Struktur aus der Conseil d'Administration mit den 4 Leuten, die da andere sitzen, hat das Gesetz gesagt, ja, 4, dass wir wenigstens 3 Leute, am Maximum 5 Leute, besteht, ich meine, dass 5 Leute, soweit ich nach Gesetz am Kopf besteht. Die ganze Struktur, das beruht natürlich Benevolat. An den einzelnen Kirchenfabriken hat einmal verschiedene Leute, die an einem Sekretariat arbeiten, aber gesamt gesehen beruht das ganz auf den benevolen Leuten, die dort arbeiten. Die gehen natürlich unterstützt von einer Cellule Cellule de Coordination et d'Assistance, die im Niveau von dem Conseil d'Administration funktioniert, die am Fond de Conseil d'Administration unterstützt und natürlich auch die einzelnen Kirchenfabriken hilft hier
Kontabilität zum Beispiel, ich mengen die ganze Kontabilitätssystem, das wird ja bei den Kirchfabriken war net bestanden, war just Recette Depense an lo muss eng Kontabilité en partie double. Ich mengen dat huet die ganz Cellule de Koordination und d'Assistance op gesagt, so dass die Einzel Kirchefabriken auch an der Zukunft können funktionieren. An die ganz Kontabilität geht natürlich zentral koordiniert, auch exekutiert mit Alkeers in der Opsicht von den einzelnen Kirchefabriken. Ich meine, gesamt gesehen hat Zielmann Moment eng 1000 Benevoler, davon sind da über 300, die Niveau von dem Mandat haben, ab den Niveau von der Kirchfabrik, respektive von den CGP. Wie gesagt, die ganze Struktur wird am Fongeholl assistiert von dem CCA, an dem im Moment Ziegenleute beschäftigt sind, die Ziegenleute, die als vom Bistum zur Verfügung gestellt gehen. Ich will dafür von dieser Seite dem Bistum vielmals merci so für die finanzielle Unterstützung, die wir hier kriegen, und natürlich auch sämtlichen Benevoler, die über das ganze Land die Kirchenfonds helfen zum Drohen zu kriegen, denen merci so für hier mal erbecht. Ich für mein Deel gebe dann auf den Patrimoine religieux von dem Fonds übergehen. Ich will als Nein rappelieren, dass durch das Gesetz vom 13. Februar 2018 Proprietätsverhältnisse von den Kirchen und Kapellen, die sie geklärt gehen, außer denen, die an privater Hand sind, die das Gesetz ja nicht erfasst, mir du hast die Proprietät auch klar. Demno geseidet so aus, dass 351 Kirchen und Kapellen a Gemengenbesitz sind, an 135 an der Proprietät vom Kirchenfonds. Und also do in total für 486. Eng Zahl, wie viel Privatkapellen nicht am Land gibt, kann ich nicht sagen, weil die nicht erhoben sind. Die fanden den grafischen Überblick auf unserem Internetsite Kirchenfonds ändert dem Menü Atlas, wo all Kirchen auf der Landkarte mit ihrem jeweiligen Proprietär zugeordnet ist. Kirchen, die dem Kirchenfonds gehören, sind rot durchgestaltet, die anderen grün. Und es fällt dann engem gleich op, dass der Süden vom Land ziemlich rot angefärbt ist. Das heißt also, dass viele Kirchen am Besitz vom Kirchenfonds sind. Eng von den Erklärungen ist wahrscheinlich die, dass den Pacht die Südgemengen nicht Mordicus drauf gehalten haben, für eine Kirche an ihrem Besitz zu halten. Auf der anderen Seite gibt es eine Konzentration von Kirchen und Gemengebesitz, einen großen Teil vom Eisleck, vom Westen und von der Mosel, also gerade in ländlich geprägten Regionen. Aber wiefern in Heuer von einer politischer Karte schwätzen kann, das hilft durchgestellt. Fakt ist, dass viele Gemengen Land darauf gehalten haben, für die Kirchen an ihrem Besitz zu halten, weil sie gemengt haben, dadurch für ihren Inhalt besser garantiert wie beim Kirchenfonds. Es gibt Befürchtungen, dass die Fonds seine Ressourcen nicht durchgehen für die vielen Kleinkirchen, die nicht mehr sporadisch vom Kult genutzt gehen, mittel- und langfristig zu innehaben. Ich will dann übergehen zu dem Wolle von den Konventionen zwischen Gemengen und Kirchenfonds, die das Gesetz vorgesehen am Kader von der Mise à Disposition von den kommunalen Kirchen für den Kult Katholik. Nummer Krafttreten vom Gesetz wird der Kirchenfonds ein Konvention-Typ auf sein Internetsite gesagt, die sowohl die gesetzliche Vorgabe respektiert, wie auch kirchenrechtliche Aspekte Rechnung trägt. Ein geweihten oder gesehnte Kirche oder Kapelle als ihr sakraler Raum, den exklusiv dem katholischen Kultus affektiert das, und zwar so lang, bis er durch ein Dekret vom Erzbischof entwidmet oder entweiht wird. Das verhindert natürlich nicht, dass an diesen Kirchen gelegentlich kulturelle Aktivitäten stattfinden,
sofern sie mit dem sakrale Charakter vom Gebäi kompatibel sind. Ob sie kompatibel sind oder nicht, darüber entscheidet kirchenrechtlich Direktor Ecclesiae, das heißt der Pastor. Wie gesagt, Prozedur aus bis hin zu der Innerschrift von so einer Konvention. Die Initiative für die Gespräche über die Konvention geht von der Gemeinde aus. Durchsprechpartner für sie sind die Lokalresponsable von der neuen Kirchenfabrik bzw. dem Conseil de Gestion Paroissiale am Niveau von der Pur. Die zwei Parteien stellen ein Projekt de Konvention op, den dann entweder durch die Gemeinde oder durch die Kirchenfabrik und das Bistum weitergelegt wird. Das Bistum avisiert das Projekt, guckt vor allem, dass die kirchenrechtlichen Bestimmungen auch angehalten gehen. Wenn das der Fall ist, und das dann Ende von dem Tag, wenn man mit mir gesprochen hat, der Fall, dann gibt das Bistum seine Approbation und dann ist den Prozess aufgeschlossen an die Konvention an sind erschrieben, das wird dann noch vom Gemeinderat angeholt an Kraft gesetzt. Über DW sind bislang 18 Konventionen von dem Bistum approviert gehen, die 22 Kirchen betreffen. 9 weitere Konventionen betreffend 9 Kirchen sie vom Bistum avisiert, sind also den Avias zurückgegangen auf den Terrain und da werden wir noch auf den definitiven Text für können die Approbation zu gehen. Gespräche mit der Stadt Lützeburg sind am Gangen. Da sind dann 21 Kirchen davon betroffen. Das Zahlen, die ich genannt habe, die belegen, dass es kein Rasch auf die Konventionen gibt bislang. Wie ist das zu erklären? Ich meine, dass das Lützeburger Modell von einer Zucht Nutzungsgebühr für eine Kirche, die der Gemeinde zwar gehört, aber wo Generationen von Gläubigen dafür gespendet und die auch zum Teil Matten erhalten haben, aber europaweit einzigartig ist, auf vor allem Dingen auf den Willen vom Minister Kersch zurückgeht. Gemengen dienen sich offensichtlich schwer mit einer Regelung, die eine 200-jährige Praxis aushebelt und die neben technische Probleme bei der Umsetzung auch andere wichtige Fragen abwirft. Wie lange können Kosten für den Inhalt und die Indemnität annuell von der Kirchenfabrik gedroht gehen? Ländlich Pore mit vielen kleinen Kirchen haben eine drückend finanziell Last zu schildern für Gebäude, die in den Heians genutzt gehen. Kirchenrecht gesagt keine double Utilisation für. Das heißt kein, wo die Kirche an der Hauptsache für kulturell oder nicht kirchliche Zwecke genutzt wird, und nicht sporadisch für den Kult. Wenn der Kirchenfonds eine Kirche, die der Gemeinde gehört, nicht mehr halten kann oder will, dann muss er entweiht gehen. Gesetz gibt ja auch da Möglichkeit für das die Gemeinde selber können die Initiative ergreifen, an Kirchen, die ihnen gehören, Desaffektation aufrufen. Was die Wolle betrifft, will ich präzisieren, dass seit 2018 3 Kirchen durch Dekret vom Erzbischof entwidmet sind. Davon hat 2 am Gemengebesitz, an nur den Dispositionen vom Gesetz vom 13. Februar, an eng Kapelle am Privatbesitz, die ist also auf Demand vom Proprietär, wird vielmehr eine einfache Prozedur auch entweiht gehen. Es handelt sich dabei um Kapellen von Weiher an der Gemeinde Fischbich, an die Kirche von La Sauvage an der Gemeinde Deiferding, an die Privatkapelle von Montmarie am Park von dem Ahleschloss vom Amseburg. Soweit meine Explikationen zu dem Volley. Ja, das war ja La Sauvage am Kapelle an dem Schloss, am Ahleschloss vom Amseburg. Voilà, alors j'aimerais vous donner d'abord un petit aperçu donc, du patrimoine immobilier non religieux du Kirchefonds. Le patrimoine bâti se compose actuellement de 160 bâtiments, comme par exemple des bâtiments comprenant des salles de réunion,
des bureaux, mais aussi des logements, qu'ils soient conventionnés ou non conventionnés, c'est-à-dire subventionnés par le ministère du Logement. Le Kirchefonds est aussi détenteur d'un patrimoine forestier dont la surface totale des parcelles est estimée à 408 hectares. Actuellement, les forêts sont gérées par l'administration des Natures et Forêts. Un inventaire complet des forêts a été entamé et prendra plusieurs mois. Nous sommes aussi en discussion avec l'ANF et le monde associatif pour entamer une réflexion sur une gestion plus durable des forêts. Le fonds est aussi détenteur de terrains comme des champs, des vergers, des jardins, des vignes et d'autres terrains constructibles et non constructibles pour une surface totale d'environ 1500 hectares. Ensuite, le Kirchefonds est aussi actif dans le développement de logements à coût modéré. En effet, nous comptons à ce jour 35 unités de logements livrées, environ 85 unités en travaux et plus de 250 unités à l'étude. Parmi ces 250 unités à l'étude, 147 unités ont déjà reçu un accord de principe de subvention de la part du ministère du Logement, mais pour lesquels nous attendons encore les projets de convention. 37 unités n'ont pas encore reçu d'accord de principe et nous attendons ici aussi le retour du ministère. Les autres dossiers restants sont en préparation. De plus, de nombreuses autres possibilités d'aménagement de logements à coût modéré sont directement possibles sur des parcelles bâties ou constructibles appartenant au Kirchefonds. Et à ce sujet-là, vous avez reçu les quelques chiffres sur votre communiqué. Précisons ici que le rendement locatif moyen annuel sur l'apport du Kirchefonds dans le cadre de ces développements de projets à coût modéré atteint difficilement 1%. Permettez-moi aussi de profiter de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui pour remercier le ministère du Logement pour la bonne collaboration ces dernières années, tout en espérant que cela puisse se poursuivre à l'avenir. J'aimerais bien passer maintenant brièvement à la situation des ressources humaines du Kirchefonds. Alors, concernant les salariés au niveau des paroisses, c'est-à-dire au niveau local, le Kirchefonds compte près de 110 salariés. Il s'agit principalement d'organistes, de sacristains ou de personnel d'entretien. La masse salariale brute annuelle s'élève à ce jour à 1,7 million d'euros. Ensuite, concernant l'équipe administrative de la cellule de coordination et d'assistance, comme évoqué, elle se compose actuellement d'une dizaine de personnes. Il s'agit essentiellement ici de salariés avec des expertises en comptabilité et en immobilier. Permettez-moi de vous donner rapidement un aperçu du travail effectué par la cellule ces 12 derniers mois. Nous avons reçu près de 11 250 demandes par email. Nous avons en moyenne une trentaine d'appels de bénévoles et de fournisseurs par jour. Nous avons travaillé sur 118 dossiers immobiliers et nous avons mis en place un système de validation de paiement décentralisé. En plus des conférences et des présentations, nous avons organisé près de 75 réunions avec les fabriciens dans leur commune. S'agissant maintenant des grands chantiers de cette cellule pour les prochains mois, il faut noter principalement la mise en place d'un système de gestion du patrimoine immobilier ainsi que de sa gestion locative, l'amélioration de l'outil de gestion financier et comptable, ainsi que le développement d'un module pour la gestion des dons et la gestion des ressources humaines. Et tout cela, nous le préparons avec un but très précis, rendre le travail de nos bénévoles plus valorisant, mais aussi plus simple, tout en étant conforme aux exigences légales.
C'est pour cela que je voudrais aussi personnellement adresser mes remerciements très sincères à tous ceux et celles qui consacrent du temps et de l'énergie au service du fonds, quelle que soit leur tâche. Merci. Voilà, ich gebe dann pur wieder so iwwer die méi monetär zuelen schmengen Herr Moell as abgegangen op die quantitativ zuelen. Vielleicht ganz am Ufang mam Risiko, dass ich vielleicht de pur Leiit werd enttäuschen. Ich hatte pur Plaze gelees, dass eng Erwerdung do hast, dass méch giffende Wert vum Immobilieportefeuille haut mat deelen. Ich muss ich da leider enttäuschen, weil das eng Information, die für Eis absolut kein Relevanz wird. Wie war sie für Eis keine Relevanz? Wir haben als Grundapproche, die auch am Kirchenrecht vorgesehen ist, dass man als Bien war möglich, als Gitter war möglich, so lang wie möglich halten, und da schwätzt man nicht von einer Periode, da schwätzt man von Jahrzehnten, wo er mehr lang. Wir verkaufen Gitter nimme ganz exceptionell, wann sich pur Grinn ergehen, ob ich da nicht will agoen. Und wenn wir die Gitter verkaufen, an wir mengen, sie hatten eine gewisse Wert, dann greifen wir auch auf externe Evaluateuren zurück, die als dann Informationen geben über den Wert von den Immobilien. Die Informationen betreffen natürlich just eng Immobilie zu engem gewissen Zeitpunkt. Und das ist auch just eng Meinung, die man dann mat a Betracht wollen. Als Resümee zu der Information, wir sind kein Promoteure, wir sind kein Marchand de Biens. Also wir werden auch in Zukunft, wenn wir ganz limitierte Ressourcen haben, kein Budget vorgesehen, Budget Zeit oder Budget suchen, für die Informationen zu produzieren. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Informationen für uns keine Utilität haben. Da gebe ich gerne Ago noch ein paar Elemente von der Konte an den monetären Zöllen. Vielleicht am Anfang ein paar Wörter zum Kontext vom Kirchenfonds. Die wisst ja alle gut, dass der Kirchenfonds den 1. Mai 2018 sein Erbicht abgeholt wird. An den Kontext, an dem sich Erbicht abgeholt wird, als folgenden den Zugang zu den Demos mehr wie 1000 Konten, Bankkonten, die an den verschiedenen Kirchenfabriken waren, den Zugang zu den Informationen von denen Bankkonten, also sowohl das Sold wie auch den Historik von denen Konten, Kontenrecht aus verschiedenen Gründen, also war tatsächlich eben Darstellung von der Banken war, Recht nur 1. Mai stattfanden. Das heißt, das ist nicht so, dass man die ganz Erbicht lo Kontabilität etc. betrifft, schon hätte Ufenke 4 um 1. Mai mit das Recht ab dem Mai, wo die Erbicht angefangen hat, dann könnt ihr euch vorstellen, bei 1300 Konten, bei 1300 Historiken, als das kein Sache, die in eine pure Woche mischt. Was auch wichtig ist zu wissen, das ist aber just der Appell, die Kontabilität, die von der Kirchenfabriken gemacht wird, ist für eine sogenannte Kontabilität de Caisse. Das ist keine doppelte Buchführung, wie sie an Italien am 14. Jahrhundert erfunden ging. Das ist also eine Kontabilität, die sich basiert exklusiv auf den Movementen von den Bankkonten. Das bedeutet auch, dass keine Inventären bestanden haben, also keine komplett Inventäre von Immobilien, und natürlich auch kein Bilan, kein Kontoresultat, so wie an der Kontabilität en partie double, also an der doppelten Buchführung, üblich ist. Das heißt, ihr mal aufhängen konnten, ihr mal aufhängen konnten, für ein Outil Informatik zu installieren, also ein Kontasprogramm, und noch natürlich verschiedene Outils für die Gestion von Immobilien, würde mal verdicht, müssen die ganze Information abgeschafft gehen. Das war natürlich von den wichtigen Projekten an dem letzten Jahr eben die notwendigen Applikationen an der Informatik en place zu setzen. Und ihr könnt haut das so, dass man ganz performanten Outil haben, den webbasiert ist, der Tisch den accessibel ist für alle Leute an den Poren, an den Kirchenfabriken, an denen ihnen eine ganze Reihe Informationen an totaler Transparenz vermittelt, zum Beispiel eben Zolde von den Konten, Movementen auf den Konten, an Zukunft dort löscht von ihren Immobilien. Und das war für uns die absolute Priorität. Was die Bankkonten betrifft, schon ugedeiht, wir hatten am Anfang, am 1. Mai 2018, ungefähr 1300 Bankkonten.
Wir sind glücklicherweise nur beim 12 von ungefähr 800 Bankkonten raufgegangen, ob Initiativ von den einzelnen Kirchefabriken, auch von den einzelnen Poren. Das Element oder die Prozess wird jetzt wahrscheinlich weitergehen, für das man auf dem lokalen Niveau, weil Konten sind praktisch exklusiv auf dem lokalen Niveau, für das du auch Leute einen besseren Überblick haben. Was eben wichtig ist, ich meine, da tun wir schon gesagt, dass natürlich kein einzelner Konto clôturiert gehen ob Initiativ von der Cellule de Coordination et d'Assistance, das ist ein rein lokal Initiativ an all Kirchefabrik, all Por nutzt weiter die Montant diese 1. Mai auf ihrem Konto hatten, das heißt, du hast auch keinen einzelnen Cent irgendwo aufgefauert gehen oder wäschgeholt gehen von der Zentral, weil das sind heinst du so Rümeren, die verschiedene Leute gern strehen aus verschiedenen Gründen. Was die Gesamtressourcen betrifft, also im Kontext hier natürlich wichtig zu wissen, dass die Kirchefabriken Aporen nimme ganz gering Ressourcen und ganz gering Revenuen, die entstehen praktisch exklusiv aus 2 Quellen der aktueller Gestion vom Vermögen, also hauptsächlich Immobilienvermögen, an Generosität von den Gläubigen der Tisch. Ihr wisst ja auch, dass man absolut kein Subsid oder keine finanzielle Unterstützung kriegen, sie das nur auf staatlichem Niveau oder sie das auf kommunalem Niveau. Wir haben natürlich die ganz wichtige Quelle von denen Donen, für die ich haut auf dieser Platz auch noch gerne ein gebe, all den Leuten, die Don gemacht haben, mit Destination Kirche von ganz herzlich Merci so. Am Moment sind wir da beim Rhythmus von 15.000 € pro Monat. Und das natürlich auch Bestreben vom Kirchefonds für die Projekte, die können mit denen so gemacht gehen, für die auch besser durchzustellen auf seiner Website, für das auch Schiedvereka ganz präzise, haut Ginton gemacht, und eine Kirchefabrik mit verschiedenen Heinsto sind Indikationen für Affektationen, die Idee ist, dass in Zukunft für ganz konkret Projekte innerhalb von der Kirchefabriken können dann gemacht gehen. Was die finanzielle Situation, die monetäre Situation betrifft, so hatten wir ein Defizit an der ganzen Ensemble von den Kirchefabriken von 2,5 Millionen auf den letzten 12 Monaten. Das ist also die ersten Betrachtungszeitraum, den wir haben. Und natürlich all einzelne Kirchefabrik, all CGP wurde Budget gemacht. Die können sich auch vorstellen, den Aufwand für 105 Budgeten regroupiert auf 33 Poren überhaupt zu erstellen, lokale Niveau. Das für all die Leute, die das gemacht haben, auch ein ganz groß Arbeit, weil für Drusi Budget gemacht genießt, wie gesagt, ob der Käsekontabilität nicht an so einen kompletten Umfang, wie das der Fall war. Das gibt also mal vertieft guten Überblick über das, was 2019 finanzieller Situation da ist. Und ich gebe so ein Alltag lokalen Niveau drum geschafft, für entweder die Kosten zu reduzieren oder zusätzlich Quellen von Revenuen abzumachen durch den Development vom Vermögen, hauptsächlich am Immobilienbereich. Was Liquiditäten Haut per Haut vom Kirchefonds betrifft, an Liquiditäten, Netto-Liquiditäten, das heißt, die nicht schon durch Bankschulden reduziert sind oder aufgedeckt sind, so haben wir heute eine Summe von Liquiditäten von 15,5 Millionen €. Die muss aber dazu wissen, dass die ganzen Immobilienprojekte, die laufen, finanziert sind durch Kreditlinien. An die Kreditlinien gehen ja nicht mehr gezwungen, auf höhere Mesure, wie Konstruktionen weitergehen. Der ein Trend bei den 15,5 Millionen Netto-Liquidität ist natürlich, dass sie sich schwer reduzieren, basierend auf dem Fortgang von den verschiedenen Konstruktionen. Was die Revision von den Konten betrifft, ich meine, der kennt wahrscheinlich Gesetz, dass die Obligation besteht, für die Konten zu revisieren ab dem Exerzice 2016. Wir sind haut schon, das ist Moeller haut schon am Gangen, man da ist zusammen Kontakte
a Gesprächer zu feieren mat Reviseuren, für dass sie sich haut schon die Prozesse ugucken, an den Notierinformatik ugucken, den du umgesät ginnners für die Revisionen so gut wie möglich vorzubringen. Ich gebe gerne an dem Kontext auch so, dass der gesamte Bereich von NASBlen an der gesamte Bereich von der Fondationen zu Lützeburg absolut keine Obligation hun Reviseur zu hun. Der Tisch mir sind auch wie so oft an enger Transparenz an kontrollexternen Situationen vom Kirchefonds, die absolut nicht üblich ist zu Lützeburg, die mir aber gern machen. Voilà, das ist so ein Überblick über Einzelpunkten und ich meine, wir können vielleicht nur noch auf Einzelfrohen abholen. Merci. Voilà, vielleicht über meinen Computer vorstellen und Herr Wagner, du von 2,5 Millionen für die 12 Jahre gespart. 12 Main, pardon, ja. Wo könnt den Defizit, wie kann den Staat erklären? Ma ja, das am Punkt der Erklärung, wann den nicht zu viel an Detailer geht, das relativ einfach. An der Vergangenheit hatte man ja ein Defizit, den no den bestehenden Reglementer überholen ist von denen einzelnen Gemengen. Das heißt, wann ein Defizit da war, als ein Überholung von den Gemengen, das ist die finanzielle Wolle, an den Wolle von den sogenannten Prestations en Natur war dann auch ganz viele Fälle, dass Gemengen zum Beispiel Teilskästen von den Gebäier, hauptsächlich von den Gebäier hinnen geheieren, überholen. An die die Gesamtunterstützung lokale Niveau vom Staat, an dem zentralen Niveau vom Staat als wäschgefallen. Ich gebe so, das ist die Haupterklärung. Tötzen als natürlich etwas bei denen Gebäier, die da nicht mehr ganz schwer könnt isolieren, ist das natürlich ein ganz großes Thema. Ich meine, das auch im Ausland so. Das ist nicht was ganz spezifisch als zu Lützeburg, mit die können die vorstellen bei 483 Gebäier, die schwer sind zu isolieren oder bald unmöglich zu isolieren sind, als natürlich großen Kostenpunkte. Die neue Verwaltungsform vom Patrimon von der Kirche hat schon nicht nur Fremdwert, auch interne gewissen Widerstand, wie von den nahen Kirchenfabriken notamment. Wie hast du die Situation mit denen Leuten mit das beruhigt oder und diese beruhigt? Wie gesagt, das am Moment ist. Im Moment kann ich sagen, dass ich ganz weit Ein ganz Reihe von Seefeldsmembern sind Membern auch an den Strukturen von dem neuen Kirchenfonds, schaffen noch damit. Wir haben ein paar Leute, die haben demissioniert, das stimmt. Es sind nach einer Reihe Demissionen kommen, es sind erste Leute, die nicht mehr wollen mit den neuen Notieren auch zu dienen haben. Das ist aber ein grosses Changement, das hier geschieht ist. Aber am Allgemeinen also eben so, dass den Herr Moel mit seiner Equipe dafür an den Zöllen her profitiert hat, für ganz viel auf den Terrain zu gehen. Ganz viele Erklärungen zu gehen, ganz viel mit den Leuten spezifisch auf hier frohen, die sie gerade an ihrer Port, an ihrer Kirchenfabrik haben, wie darauf anzugehen. Und das tut manchmal aber dazu beigetragen, dass ein ganz paar die Gemieter sich beruhigt tun, wahrscheinlich noch nicht all, das ist schwer so, mit sind auch ganz flott Versammlungen gewesen auf dem Niveau von einem Dekanat zum Beispiel, wo viele Leute kommen sind. Nachdem sie die Erklärungen gekriegt haben, sind sie aber mit beruhigt Team gegangen. Ich weiß nicht, ob etwas dabei so. Ja, ich denke, das Eisbemühung, was den Fonds selber belangt, Administration, Eisbemühung war von Anfang an für das Gesetz, was da gestimmt ist, für das umzusetzen, für das aber Kirchenfabriken oder die Altkirchen an die Neukirchenfabriken viel mehr für das die aber können funktionieren.
an den Zifelding Suge waren méi fir zu gucken, wat ass bei der ganzen Development vum Gesetz net richtig geschieht, an dat sind die Probleme, wo man immer ne. Sie bekümmern sich drum, wat is am Fungol ganz wenig konzerniert, dat ist Eismission as fir zu gucken, dat dem Therapes geschieht. Das wo man als ganz Energie willen dra setzt. Nee. Ich weiß, dass dafür Koten muss bis Ende des Monats ihre Konklusionen ragehen, was die Instanz vom Appell betrifft. Also Ausgangs des Monats müssen die bebannen sein. Wenn wir die finanzielle Situation gucken, 2,5 Millionen Defizit für EU, die hatten auch 15 Millionen, das ist ein bisschen Milchmädchen-Rechnung. Wie sieht da eher finanzielle Zukunft, Herr Rapport? Ich meine, dafür sind wir ja bemüht, für zu gucken, Gider, die wir haben, für die können so zu valorisieren, dass wir Präsenten an der Zukunft können Mäzielen an, dass man am Fongol mit denen besetzen und dem, dass man natürlich Schuld auch oder die Annuitäten von der Schuld auch beglachen, wir können dann zu funktionieren. Ich meine, das gesagt nicht aus, dass man von heute oder morgen an den normalen Zölegingen können funktionieren. Ich meine, als ganze Energie gedrückt gesagt, wie gesagt, viel zu gucken, dass man die nötigen Ressourcen finden für in der Zukunft können weiter als Aufgaben, die man von der Kirche haben, für die können zu erfüllen. Wie viele Kirchen, die in ihrer Responsabilität stehen, sie klassiert, bekriegt ja am Anfang besser Subventionen und natürlich auch Oblohn, aber es sind auch nicht viele, die klassiert werden. Ich kann nicht dazu kein Genie zugehen. Aber ihr wisst, wenn Oblohn da sind, weil es klassiert, das geht automatisch ein bisschen mehr teuer. Ich meine nicht, dass das als rettet, wird der Präsident gesagt hat, dass das momentan Aufnahmen muss ihn dabei sein, dass in Kirchenfabriken nur aufhängen, natürlich auch die Fantasie unzustrengen, wie kriegen wir die Kosten reduziert. Das ist ein von den Wollen, und da geht es wirklich auch, da die Unterschiede zwischen Sommerkirchen und Winterkirchen, und dann auf der anderen Seite, dass die ganze Wolle von den Gläubigen zu mobilisieren, den Echt von der Situation auch nachher zu streichen, dass man wesentlich Erfahrungen machen bei den Dungen. Bei dem war doch andere Set rackend. Wir müssen ja da ein Gewunnicht von 200 Jahren durchsprechen, wo die Leute nicht schrecklich gefordert wären, für den Inhalt von der Kirchengebäude zu kontribuieren. Und das changiert. Das braucht aber eine Zeit, bis das angekommen ist. Wir haben auch Flottbeispiele von Kirchenfabriken, die sich da wirklich viel mehr geben. Mit ihren 135 Kirchen, weil ihr ein groß durch, können wir sie alle packen, oder nicht? Oder schon eine erste Revision, packen wir oder nicht? Die Kosten ja. Wir haben nicht bestreben, für sie erst möglichst viele Kirchen zu desaffektieren, muss für dich alle anderen Möglichkeiten ausloten, bei denen die Kirchen noch den Avantage, dass wir nicht die Nutzungsgebühr brauchen zu bezahlen. Für den Rest sind da aber Kirchen, die nicht baufällig sind. Das heißt, wenn ihr mal eine gescheite Gestion mischt von der Temperatur und so weiter, da können die da eine Zeit. Bei Schnappvertrauen von all den Kirchen, die ich nicht gehören, die 351, wie viel gehen da effektiv gebraucht? Und gehen es schon Gemengen, die geklappt haben? Jetzt frohen für die eben zu feiern oder sonst das damit zu machen. Ja, es gibt pur Gemenge, wo echt Gespräche laufen mit der Kirchenfabrik, wo in gewissen Interesse besteht, für vielleicht die andere Kirche zu überholen. Da sind auch nicht viel. Es sind, ich meine, 3 Plätze, wo Diskussionen mehr
intensiv laufen, aber ohne Druck, an wo dann auch lokal geguckt wird mit den Gremien, die dann vor gött, wie fern do de Kult kann mat goen für die eng oder die einer Kirche opzugehen. Dat so, dass das nicht vom geringen Tisch vom Bistum aus dezidiert gött, mit dass du die lokal Gespräche muss gefordert gehen und dann natürlich, wann en do schon eine Konklusion hat, da gött dann noch der Bistum Betrieber informiert. Die erste affektiert der Bischof hat Dekret gemacht. Sie steht da, die muss gemengfroh, was sie da mal völlig hat. Nein, wir haben da keine Informationen. Wir haben keine Approche, so, wir brauchen 100 Kirchen, und da gucken wir, dass wir den nur so los aufstehen lassen. Wir lassen auf dem lokalen Plan die Initiative. Lokal muss ich gesehen, was sind als finanziell Kontrakte, dann muss ich in ein Gespräch kommen mit den Leuten. Da werden wahrscheinlich auch Formen von Partizipation von den Leuten müssen angefordert gehen. Wir werden eine Bürgerversammlung machen. Wir gucken dann, dass da den organisch Verfahren gibt, was von der Basis aus gedroht wird. Wir so nicht von Nöwen Ruf, die muss die tote Kirche nutzen. Just eng an dat wär még nächtfro bei den Urgelen. Gët immer gesot, wann du Tëtze net gut reguléiert gëtt an kën déi verstimmen, da gëtt dat eng Daier. Wo der do oploen lokale Plan, fir dat soll respektéiert ginn, wo dat wëssen du dafir? Et gëtt ënnerschiedlech Handhabungen do vunner, et gëtt Gemengen déi fordere quasi eng Mindesttemperatur an der Kirche. Anderer gesinn dat bisselchen Milach, weil et auch ganz große Unterschiede an der Qualität gibt. Nicht überall steht eng wunderbar Pfeifenögel, et gibt auch mal die elektronischen Geräte. Also das variiert von Platz zu Platz. Das eng so steht, dass natürlich all Kirche aber genügend gehützt ist, dass der Bau an dem hat auch Dögel, Kirchhut leiten. Prinzip ist immer dem, dass der kurzen Intervalle nicht sollen zu groß sind. Da verdreht auch ein Urgel, verdreht auch mannerhöhe Temperaturen, aber sie dürfen nicht 5D kahl sind und dann an einem Tag massiv gehitzt gehen, das tut sie nicht gerne. Das ist eine Frage, die nach ein bisschen Zeit hat, ein bisschen vielleicht kurz nochmal die Schwarzen ein Interview machen. Wo se noch so dass die Milchkirchfabriken, die en eng Urgel hat, die ihr am Fungehol Problem kein durchstellen, dat die Kontralantre Thermer ennger Firma hatten, die all Jos Kucke kommen dann noch dafür suchen, dass die niedrig Temperaturen do respektiert. Kein Klein für Neukirchen zu bauen. Am Moment haben wir kein Plan für eine neue Kirche zu bauen. Wir haben wirklich im Moment mal viel Arbeit für die wir haben zu machen. Ich habe bevor, dass wir das funktioniert, vielleicht man nicht ein Interview machen für die Kamera. Ja. Eng allgemein sie da erstaunt iwwer Kachten, sie da wie bilanzi dir eigentlich iwwer Tür. Ich muss sagen, ich bin méi positiv überrascht iwwer all die Erbecht, die du gemerkt hast. Das ist eng schrecklich Erbecht, die gemerkt hast. Ich bin immens froh iwwer der weiß wir benevollen sich an die neue System mat ragin hun. Ich meine, sie werden los wirklich Avantagen von den neuen Outils viel mehr stark nach mirken. Am Moment wäre lo ganz viel Erbecht für sie, auch für all die Donne, von denen den Herr Werner und Herr Moel gespart, für die zu produzieren. Aber wann bis alles gut lebt, dann wird man eng von den Performance, den Gestionssystemen, was das kirchliche Patrimoine betrifft, gebe ich so an Europa. In die ganz transparent ist, in den die Leute ganz stellt,
an den eng gut Joint Venture eng gut Komplementaritéit tschen benevolen a professionellen. Ich muss auch so, also die Erbig, die hun en groß Chance gehabt mat denen Leiit die Rollo an dem Kirchefonds ogestalt gesinn, mat ennger heiger Kompetenz diese rabringen, ob dat an der Konto ass oder ob dat an dem Immobilier ass. An vun do hier ass et man net bang, jo viel erbecht, dat fir runnner heieren, an do mé da joch die Dynamik, die an dem Fonds dran ass. Wann es an dem Sinn weitergeht, dann hummer viel Chance. Mon auch groß Risiken, das gehört ja dazu, dass man die geregelt kriegt. Juste un mini-faux, 1500 hectares de terrain, vous avez dit qu'il y avait également des terrains constructibles. Il y en a combien des terrains constructibles et dans quelle région? Aujourd'hui, pas vous donner le chiffre exact, c'est clair que dans les 1500 hectares, la très large majorité sont des champs et donc ce ne sont pas nécessairement toujours des terrains inconstructibles, ce sont des terrains qui pourraient devenir constructibles parce qu'ils sont proches des agglomérations aujourd'hui, mais donc de ces 1500 hectares, ce sont donc principalement des champs, des vergers, des vignes. Voilà. Et c'est 10% des 1500 ou... Je ne sais pas si c'est nécessaire de vous donner un ratio pour le moment. Ich meine auch bitte ein Mandat für EU am weiter als Präsident. Die als Mandate sind Menke verlängert wie 4 Jahre. Ich packe immer mehr für Jahre zu Jahre. An meinem Auto muss ich da passen. Die können auf 5 Gruppen kommen danach bei an der Conseil oder... Wir werden denken, wir machen das ganz konkret Gedanken für den Conseil noch zu erweitern. Und ich denke, dass wir am nächsten Monat dann mehr konkret gehen. Just generell von der EU an der Privatisierung von der Kirche, ob die stark losfehlt durch Gemeinde, von der Resulte weg rasch. Am aus de Logementsminister dem eng anderen Niveau zumschaut op de Staat wo einfach Wir fielen ass net vun de Gemengen am Stach gelos. Mir fannnen eng gewiss Ratlosigkeit hans doch bei de Gemengen, wie se mat dem Gesetz sollen ëmgoen, notamment wat die Konventionen do betrifft. Dat techt net, dat se eis am Stach losen am allgemengen kann ich nimme soen, dass die Gesprächer tschen Gemengen a Kirchefabriken ganz konstruktiv sinn. Und da gibt es auch wirklich Gemengen, die ganz großes Verständnis aufbringen. Und ich kann das nicht so. Es gibt eben relativ gut Verhältnis an der Majorität von den Fällen zwischen Kirchenfabriker und Gemengen. Das hat sich auch nicht geändert. Und da gibt es vertrauensvoll weiter mit denen geschwärzt. Am Staat haben wir effektiv schon die neue ministrische Vermeidung noch nicht gesehen. Wir hatten noch kein Sujet direkt für den drüber zu sprechen. Es gouf an der lächt kein weiter Gespräche mit der Regierung, das stimmt. Es sind nach technisch, also wir haben technisch Frohe nach abgehört. Da wird nach der den oder anderen Gespräch laufen. Da tut ich dann mit der Umsetzung von den kleinen einzelnen Aspekten von denen neue Gesetze zu dienen, aber sonst haben wir kein konzertiert an regelmäßig Treffen. Noch weiter vor von ihrer Seite? Nee. Merci.